Hallo und damit auch ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Lernvideo. Heute spielen wir einen Zillertaler Hochzeitsmarsch. Ziehharmonika habe ich schon vorbereitet. Würde ja sagen, wir dann nicht lange mal um und starten gleich ins Video. Aber davor vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken. So, da sind wir wieder. Heute spielen wir Polka, genauer gesagt einen Marsch sozusagen, einen Zillertaler Hochzeitsmarsch. Heute sind wir in C unterwegs. Die Stimmung da habe ich GCFB. Bleibt aber gleich, könnt ihr mit euren Ziehharmonikas in unterschiedlicher Stimmungen genau gleich spielen wie ich. Okay, eigentlich ganz einfach. Mittelposition, untere Mittelposition. Also nochmal. Und jetzt gehen wir auf Zug und rutschen aber wieder eins rein. An oben tun wir wieder da dazu, Mittelfinger lassen wir weg und machen noch die Gabel. So jetzt eigentlich am leichtesten und dann geht es eigentlich wieder los. Also nochmal von vorne. Und jetzt nehmen wir wieder die unteren Beine. Das war's jetzt eigentlich schon, das ist Essentielle, haben wir jetzt eigentlich schon gelernt, wenn wir das können. Zug. Der Wechsel ist wichtig. Dann jetzt kriege ich noch ganz am leichtesten so mit den Fingern. Und jetzt wird aber wichtig. Und Druck. Da auch gesehen. Zuerst mit die oberen Beine und dann da. Und jetzt. Also. Jetzt schauen wir mal eine in zweiten. Also eben tut's mal mit den 3 Fingern da. Wir heben U auf Zug. Jetzt den wir drücken. So sind wir jetzt auf Druck. Jetzt müssen wir aber ziehen und drücken so um. Also verstanden? Mit den so. Nur mal ganz langsam. Das war jetzt Zug, jetzt wir drücken. Lassen den da liegen, drücken da um und 2 oben platzieren wir den da. Und jetzt geht's wieder auf Zug. So sind wir jetzt da. Und aus der Position müssen wir jetzt springen und dann auch gleichzeitig wieder drücken. Okay, passen wir so auf Zug. Jetzt müssen wir umspringen auf Druck.
Dann nehme ich wieder enden die zwei Finger her. Der Finger bleibt eigentlich der Zeigefinger bleibt eigentlich in einer Linie. Man kann sich da orientieren. Und Druck. Dann geht es wieder von vorne los. Und jetzt hat. Und damit war das jetzt eigentlich schon der zweite Teil auch schon angehackt. Dann gehen wir jetzt wieder zurück zu der Mittelstellung und untere. Ich habe jetzt gerade nochmal gespielt, dass man sich auskennt, wo wir gerade sind. Jetzt kommt der letzte Teil. Also, wir sind in der Mittelposition, wir sind auf Druck und wir sind in der Unteren. Das heißt, jetzt nehmen wir den Finger, legen ihn da her, einen Mittelfinger lassen wir weg und dann schieben wir uns auf. Dann kommen wir auf den Ton. Also. Verstanden? Also. Das ist so ein kleiner Aufwechsel, aber den werden wir jetzt brauchen. Jetzt springen wir uns im B um. Auch mit dem Bass müssen wir im B umspringen. Also es bleibt sie gleich. Und jetzt gehen wir da. Und enden so wieder. Jetzt gehen wir auf Zug und jetzt geht es so los. Und jetzt wieder auf Druck. Und jetzt der Griff wieder. Okay, schaut auf meine Finger, macht es mir noch. Ich spiele es eigentlich nur mal vor, ganz langsam. Wir haben ja die Zeit und Ruhe der Welt. Finger auflegen. B jetzt, auch mit dem Bass. Wir sind immer noch auf Druck. Wir haben jetzt noch nicht einmal gezogen. Jetzt haben wir nämlich echt zu. Und jetzt wir wieder drucken. Jetzt wieder die Gabel da. Gut, ich habe jetzt eigentlich mein Bestes gegeben. Es tut mir leid, falls irgendwas unverständlich oder so umgekommen ist. Dann meldet euch bitte in die Kommentare, dann kann ich noch irgendwas erklären oder so. Wenn ihr mit dem Lied gar nichts anfangen könnt, da jetzt neben mir werden dann die Videos erscheinen und da wird sicher auch Zillertaler Hochzeitsmarsch dabei sein. Da im Abspann jetzt, da könnt ihr draufklicken. Danke, dass ihr es probiert mit meinen Lernvideos zu lernen, das ist meine Ehre. Und dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Üben. Liken und abonnieren nicht vergessen.